Ich finde, insbesondere du, Brian, oder nicht gegen Josh, Okay. aber du hast einfach eine Sonderradiostimme. Also, Danke. so wie ein Radiotyp von den 50er. Und dann, ja, willkommen, meine Damen und Herren. Immerhin nicht so aus Ende 30er, Anfangs 40er, so seit 1935 wird. Auf jeden Fall. Nein, das Geile ist ja, ich habe anscheinend wirklich eine Stimme mit Wiedererkennungswert. Oder ein Gesangslehrer hat einmal gesagt, ich habe eine hure penetrante Stimme. Mhm, das stimmt. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das eigentlich der Hauptgrund gewesen, wieso der Josh hat wollte, den Podcast mit mir starten, oder? Ja. Also grundsätzlich, ich höre halt hure viele Podcasts und zwischendurch höre ich eben auch Podcasts, die beide so ziemlich ähnlich tönen. Ja. Und eben da habe ich manchmal halt Mühe beim Hören, oder? Mhm. So zu checken, wer schnurrt jetzt von diesen beiden. Ja, ja. Darum habe ich gefunden, ja, wenn ich einen Podcast mache, dann muss ich eigentlich irgendeinen nehmen, der halt nicht so eine monotone Radiostimme hat wie ich, oder? Darum Aha. da so ein 50er-Radio. Mhm. Ja, was selber nie Podcasts hört und eigentlich gar nicht gewusst hat, was das ist, wo er mich gefragt hat, ob ich mit ihm mit einem anfange. Aber ich glaube, in dem Sinn sind wir eigentlich sehr ähnlich, weil ich habe genau den gleichen Grund auch den Bella genommen. Einerseits, er kann labern für 4 Stunden ohne Stopp. Und zweitens hat er auch so Stimme mit Wiedererkennungswert. Und ich bin auch so einer der langsamen, der tiefen Stimme Latino. Also da haben wir eigentlich Ich immer glaube, das ist Brüder. herkunftsbedingt irgendwie. Aber es hat was der Brian gesagt hat, dass er eine Stimme hat mit Wiedererkennungswert. Und ich Mega. kann generell keine Leute nachmachen, die ich kenne. Mhm. Aber yeah, und ich bin der Brian! Das geht einigermaßen. Von dem her, irgendetwas ist an seiner Stimme wirklich ein bisschen außergewöhnlich. Weil es gibt Aha. nichts Schlimmeres zum Nachmachen wie Leute, die einfach nichts Eigenes haben in ihrer Stimme. Also Mhm. nicht, dass ihr oder so nichts Eigenes hättet in ihrer Stimme, aber es hat nicht so Ecken und Kanten. Weil etwas, wo Ecken und Kanten hast, kannst du einfach wirklich. Dort hast du etwas zum Aha. Anheben und zum Mitnehmen und zum Mhm. Machen damit. Voll. Ja, Voll. ich mag mich da an eine Sprachnachricht von dir erinnern, wo du eben reinrufst, yeah, und ich bin der Brian, jetzt habe ich es gehabt, genau jetzt, der ist perfekt gewesen. Und dann deine Freundin, die hinten reinruft, jetzt hör mal auf. So gut. Okay, einfach zum jetzt da fair sein ihr gegenüber, hat das auch etwa eine halbe Stunde geübt. Stell dir gerade so vor, so vor dem Spiegel. So Eine halbe wirklich. Stunde lang auf dem Bett gelegen, so auf dem Sofa gekocht, so. Yeah! Und, nein, warte schnell. Das war nicht. Yeah! Nein, warte schnell. Ja, du musst geschwind etwas. Herrlich. Das ist wirklich der Hammer. Ja, aber das Gute ist, ich meine, ihr habt wenigstens Radiostimmen und keine Radiogesichter, obwohl ihr sie jetzt da irgendwie das Gefühl habt, ihr habt eins, wenn ihr sie hinter der Sonnenbrille versteckt.